Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Lieben. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid fit und weg, seid gut in die neue Woche gestartet. Es ist ein Montag. Was will man mehr dazu sagen? Nicken und lächeln, Nico. Genau, Nicken und lächeln. Krönchen richten, weiterlaufen. Exakt so. Beziehungsweise Krönchen richten und weiter auf dem Stuhl sitzen. Genau. Hey, Genau. Race, ja, du, mir geht's tipptopp. Ich hatte ein schönes, gemütliches Weekend gehabt. Nico, ich glaube, es weniger gemütliches Weekend gehabt, aber dafür ein sehr ereignisvolles, wie ich gehört habe. Definitiv, ja. Das ist doch gut. Wir gehen, glaube ich, gar nicht gescheitert nicht allzu fest in die Details. Sonst wird der Stream nicht mehr jugendfrei. Es klingt sehr falsch. Es klingt sehr falsch. Oh mein Gott. Wow. Ich Wow. wollte damit sagen, nein, das shit, wenn ich das sage, das ist so wieder falsch. Ich glaube, ich sage einfach Alles gar gut. nicht mehr. Ich hoffe, Alles ihr gut. habt ein schönes Wochenende gehabt und habt eure Zeit genossen und das schöne Wetter und ein bisschen etwas können unternehmen. Genau. Yes. Im Moment ist ein bisschen Sommerloch, ja, irgendwie. So was Games betrifft, neue spannende Games vor allem. Kommt gerade im Moment nicht wahnsinnig viel vom Markt. Und irgendwie merkt man auch, dass die Leute im Moment lieber draussen sind als drinnen. Das kann man aber absolut niemandem verübeln. Mir geht es eigentlich ganz ähnlich. Allerdings wird es diese Woche wieder grusig. Also Leute, auch diese Woche sind wir wieder für euch am Start mit Streams. Es gibt einen kleinen Programmwechsel. Und zwar werde ich ab dieser Woche nicht mehr am Dienstag streamen, sondern am Freitag. Das heisst, am Morgen gibt es keinen Stream. Also ab morgen gibt es am Dienstag voraussichtlich keine Streams mehr. Ich habe meinen Stream auf Freitag, auf die 2 geschoben. Das heisst, statt am Dienstag bin ich jetzt am Freitag unterwegs, wo der Blake ja wollte Pause einlegen, unbefristete Pause. Weil er ja Nachwuchs erwartet und da wird parat sein. Genau. Gratulation noch einmal. Ja, super gut. Ich bin gespannt, wie es ist, was er jetzt zu erzählen hat. Es gibt letztens mit dem darüber geredet, der vor kurzem Papi geworden ist. Und er hat so gesagt, wir haben ein richtiges Anfänger-Baby. So chillig, pennt schon durch, macht überhaupt keinen Stress. Richtig nice. Ich muss natürlich sagen, so, wow, hure der Luxus. Weil, also ich muss sagen, wir haben ja vor kurzem, also vor einem Monat ziemlich genau, habe ich ja mir eine Katze zu mir geholt und ja, sie hält mich auf Trab. Sie lässt mich auch nicht besonders lange schlafen. Spätestens um 4 Uhr, 5 Uhr ist die Schicht im Schacht. Aber das Baby ist halt schon nochmal next level. Ich sehe es zum Beispiel, hey, also klar, es ist jetzt auch kein Baby, aber meine Mom hat sich ja einen Hund gesucht vor ein paar 1,5 Monaten. Einen kleinen. Und dann noch so einen aufgeweckten. Das ist ein richtiger Terrorhund. Also es ist ein Terrier, hurenherzig. Ein Australian Terrier. Wirklich, ja, aber es ist wirklich ein Terror-Terrier. Also alle Stunden musst du mit dem raus, weil er halt noch Baby ist. Gell? Aber sie erzählt, sie kommt zurück, sie kann kaum schlafen, sie ist hure am Arsch. Aber ja, es ist halt das Baby, das ist halt wirklich so. Aber meine Bonnie ist zum Glück mega herzig. Ich vermisse sie. Jedes Mal, wenn ich ins Büro komme, ist bei mir so Heartbreak. So, I miss my Geddy. My Kitty Geddy. Naja. Yes, aber wir sind hier wegen Podcast-Rhinos. Nicht wahr? Yes, genau. Und da wir noch nicht mit der Aufnahme angefangen haben... Nö, willst du noch etwas loswerden, Mensch? Möchte ich noch schnell am Race Hallo sagen, Sally Race, und hoffe, dir geht's gut. Ich habe noch schon Hallo gesehen. Sehr gut. Ich hoffe, er hat es gehört. Ja, ich kann noch schnell etwas sagen zu meiner schönen Gesichtsfarbe heute. Ich habe mich recht gut verbrannt am Wochenende. Auf der Kasernewiese, ja, sagen wir so, abgelenkt gewesen und habe mich verbrannt. Mit sehr viel Sonne. Aber eins kann ich dich ein bisschen beruhigen, Nico. Über die Kamera sieht man es im Fall nicht. Du siehst wunderbar aus. Oh, merci vielmals, Steffi. Das erwärmt mein Herz. Danke vielmals. Oh.
Ja, ich habe gefunden, jetzt bin ich immer so fies zu dir gewesen, die letzten paar Mal. Ja, jetzt wird es Zeit, dass ich wenigstens mal wieder ein bisschen nett bin zu dir. Ah, ein bisschen. So ein bisschen kompensieren, weißt du? Weißt du, ganz ehrlich. Ja, ich hör auf, steckst du an. So. Ja, die Nacht nur 4,5 Stunden geschlafen, okay? Okay. Ich sag das ganz ehrlich. Wenn einer damit umgehen kann, dann ich. Alles gut. Was, wenn du nicht kannst umgehen, nein, dann du? Wenn einer damit umgehen kann, dann ich. Also, dass sie dich ein bisschen bantern. Ja, das ist gut. Ja. Das muss schon sein. Worries. Das ist ja friendly Banter. Das weißt du ja auch. Nein. Von dem her. Also am Race geht es auch gut, wunderbar. Ah, das muss ich auch nicht sagen. Das ist auch gerne. Jetzt hast du wirklich angesteckt. Hey, geht's noch? Ja, ich glaube, ich schlafe. Nach 4 Abend gehe ich heim schlafen. Ich glaube, das ist perfekt. Und ich sehe es schon. Das ist so typisch, du sagst, ja, ich gehe heim, machst erst mal ein Nickerchen und so. Dann bist du heim und dann machst du genau kein Nickerchen, wo du gehst, irgendetwas anderes machen. Ja, du weißt, wie es ist, gell? Mit uns Kreativ-Minds. Wir können irgendwie nicht still sitzen und einfach nichts machen. Vergiss es. Die nächste Idee ist schon da. Ja, die muss ja auch irgendwann mal niedergeschrieben werden, damit sie wenigstens mal schwarz auf weiß irgendwo das rumdümpelt. Dass die Idee nicht einfach verloren geht. Irgendwo müssen wir ein paar... Frau, kennst du das? Also, sorry, Leute, das ist ein bisschen ein Kästchen, aber kennst du das, wenn du eine Idee hast? Du musst alles gerade machen, sofort, so schnell wie möglich. Ja, natürlich. Also, ich kenne das sehr gut. Wenn du etwas in den Kopf gesetzt hast, dann musst du Sachen posten dafür. Du musst schon die Hälfte, die du schon erledigt hast, am besten noch gestern. Das ist halt wirklich... das ist so geht's mir im Moment auch. Darum würde ich sagen, bevor wir dann noch länger abschweifen, beziehungsweise, weil wir ja eben der Meinung sind, besser gestern als morgen, dass wir doch unseren Podcast starten. Hoi Juli, sehr cool. Haarfarbe, danke vielmals. Es ist schon ein bisschen rausgewaschen, es war tatsächlich schon mal ein bisschen dunkler noch gewesen. Aber nein, es Fakt. Also so ein bisschen fancy Haar haben, ist nicht für alle, aber mir gefällt es. Es ist ein bisschen raus. I like this. Aber es wäscht sich raus. Dann bin ich dann wieder blond. Was wir natürlich auch gut finden. Eben, gell, blond finden wir auch gut. Sonst hat es der Nico nicht nachgemacht. Genau, der Nico hat das direkt kopiert, weil er so gedacht hat, oh shit, ich so blond so cool sein wie Steffi. Einmal im Leben blond sein, weißt du toll. Ui, das hat ich Entschuldigung, sorry. Zuerst, sie hat auch meine Haare komplimentiert, jetzt einfach nur so. Oder er, ich weiß gar nicht, er oder sie. Ja. Das Juli. Natürlich hat Nico auch sehr schöne Haare. Oh. Ja, einfach blond halt. Blond ist halt einfach ein Eyecatcher, gell? Ja, ihr müsst es schon lange wieder nachfärben. Ja, es geht zwar. Bei dir geht es noch. Ein bisschen Ansatz finde ich voll okay. Ja. Egal, komm, wir legen jetzt mal los. Ja, Moment, ich muss noch ja, nein, das machen wir nicht. Wir sind nicht bei Beauty-Abteilung, wir sind bei der IT und der Multimedia. Also geht es bei uns vor allem Gaming, das ist wichtig. Also, sie ist schon richtig bei den berndeutsche Streamer. Ich liebe es. Ja, berndeutsche Streamer gibt es viel zu wenig. Das ist in der Tat so. Hier auf diesem Channel wirst du ab und zu mal einen berndeutschen Streamer hören. Wobei ich muss sagen, ich bin, wir sind die einzigen Berndeutschen. Definitiv, ja. Der Oli redet komisch Aargauer. Oh, ich finde es so geil, Mann. Du bist schuld. Bitte. Der Oli redet so komisch Aargauer Deutsch. Aargauer Schweizerdeutsch. Und der Marco Zürich, glaube ich. Zürichdeutsch. Ja, Zürichdeutsch, glaube ich. Ja. Aber der ist jetzt nicht mehr im Streamen, von dem her. Zählt er nicht. Ah, der Cyril haben wir noch. Cyril. Ich kann noch schnell etwas trinken gehen, ist gut. Ja, also pressier. Der ist es warm und er denkt einfach nicht an das Trinken. So ein Lulatsch. Item, auf jeden Fall. Genau, Juli. Merci vielmals erstens nochmal. Und zweitens, bei uns gehörst du die mal Schweizerdeutsch.
Ich bin dann am Freitag nochmal live und falls du das Schweizerdeutsch auch direkt in deine Ohren möchtest haben, ja, so separat noch, nicht auf Twitch, so ganz ohne Bild, nur das schöne Schweizerdeutsch, das Kalt der Welt, dann kannst du sehr gerne auch unseren Podcast schon noch anschauen und auschecken, falls du es nicht schon gemacht hast. Der Nico und ich, wir nehmen ja immer am Montag, oh Gott, verstutzt, mein Hirn ist Muss. Immer am Montag eben nehmen wir ja unseren Podcast auf und ja, der kommt immer am Dienstag um 4 Uhr auf Spotify. Da höre ich sehr gerne ein. Dankeschön. Also es ist so, der Podcast, den wir heute aufnehmen, der kommt einfach am Dienstag auf Spotify. Also es ist nicht separat, es ist der gleiche Inhalt, aber es ist natürlich trotzdem immer ganz cool zu mir hören. Ich komme aus Deutschland. Der Race kommt aus Deutschland und schreibt Schweizerdeutsch. Ich bin sehr irritiert. Hey, go Race, mega nice. Weil, ich meine, reden ist ja noch eins, aber schreiben... Interessant. Also, ja, congrats auf jeden Fall. Ja, sag nicht, congrats auf jeden Fall. Also, ich lerne noch schnell ein Sätzchen ab. Liebe Leute, der Nico und ich, wir nehmen jetzt wie jeden Montagnachmittag unseren Podcast auf zu Gaming News, der am Dienstag am 4 Uhr auf Spotify kommt und übrigens auch auf anderen Podcast-Plattformen, aber ich sage immer Spotify, wo das so die grösste ist. Und das bedeutet aber auch, dass während wir unseren Podcast aufnehmen, wir leider nicht allzu gross können auf eure Kommentare und Fragen und allgemein Chatnachrichten eingehen. Die sind natürlich trotzdem sehr herzlich eingeladen, euren Senf dazu zu geben. Wir werden sehr gerne nach dem Podcast, also nach der Aufnahme vom Podcast, wieder darauf eingehen und eure Fragen beantworten, auf eure Kommentare reagieren und so weiter. Von dem her, feel free to take your senf dazu. So sieht es aus. Oh bitte, feel free to take your senf dazu. Ganz gerne. Eigentlich soll es ja give your senf dazu sein, nicht? Ja, genau. Egal. Give your senf Dazu, wenn du Lust drauf hast. Dann würde ich sagen, Moment. Let's go. Wir haben, Nico, ich höre mich selber durch das Mikrofon. Oh, ja, Entschuldigung. Also entweder musst du mich wieder ein bisschen leiser machen oder mit dem Ohr nicht so nah ans Mikrofon. Ich muss dich ein bisschen leiser machen. Thank you. Das ist besser. Perfekt, danke vielmals. Also give your senf dazu, made my day. Immerhin das, wunderbar. Item. Dann würde ich sagen, wir können unseren Podcast starten, oder? Wer fährt da? Du fährst an. Letztes Mal habe ich angefangen, ungewollt. Wir haben übrigens Episode 20, gell? Just saying. Oh, wir haben ein Jubiläum. Yeah. Also, du sagst mir, wenn ich so go gehe mit dem Anfang. Nehmen wir noch meinen obligatorischen Schluck. Das mache ich stilles Wasser. Nicht mehr mit Kohlensäure, kommt es nicht gut. Alright. Also, ist gut. Hallo zusammen, ihr glaubt es nicht, aber das hier ist die 20. Folge von Buff, Crit, Loot, Brack.ch, der Podcast mit der Steffi und mir über Gaming, von Gamer, die neuesten Sachen aus der Welt von den Games. Wir starten rein. Ich mache jetzt eine Strichliste, wie oft du Gaming und Games und Gamer und so gesagt hast. Wunderschön. Aber hey, Episode 20! Woohoo! Jetzt haben wir eine 5. von 100. Und das heisst das eigentlich basically nichts. Wir haben 20 Episoden. Das ist geil. Das ist grossartig. Ich feiere es. Das ist grossartig. Jetzt stell dir mal vor, du kannst jetzt 20 Episoden auf Spotify durchhören. Das sind zusammengerechnet 20 Stunden ein bisschen mehr. Du kommst schon auf einen ganzen Tag Podcast. Ja, weißt ohne Pipi-Pause und ohne Nickerchen dazwischen. Genau. Mhm. Well, also die haben wir schon. Nee, ja, aber dann müssen wir zurückspulen. Das könnt ihr nicht verpassen. Ja. Hallo, geht's noch? Aber ja, willkommen zu Buffgrid Loot. Genau. Und wir haben spannende Themen wieder für euch, natürlich. Trotz dem Sommerloch ist einiges gegangen.
Vielleicht nicht gerade so mega AAA-Titel und Hyper-Hype-News, aber wir haben dennoch Neuigkeiten, unter anderem. Wir sind sehr positiv vor allem unterwegs, ist uns aufgefallen. Wir haben sehr, sehr viele Buff-Themen, aber nur ein einziges Crit-Thema. Ist aber auch nicht schlecht. Schliesslich ist es immer gut, sich auf die positiven Sachen im Leben zu konzentrieren. Positivity, Leute, positive Vibes, gutes Mindset und der Tag kann noch besser werden. Darum, wir steigen dann ein mit Lord of the Rings, Return to Moria, Morbid Metal, Die Sims 4, Werwolf, The Last Faith, Star Wars Jedi Fallen Order, da gibt es etwas Schönes dazu. Dann kann man, oh ja, das ist schon ganz gut, 20'000 Euro als NPC verdienen. Ein Dude auf Twitch hat Sifu mit kompletter Bewegungssteuerung durchgespielt. Und last but not least gibt es noch das Update zu Lollipop Chainsaw. Und bei den Crit-Themen haben wir, ja, wie kann es anders sein? Wir haben schon zweimal darüber geredet. Es ist gleichzeitig unser Fail der Woche. Babylons Fail, beziehungsweise Babylons Fall. Oh, das wird ein gutes Thema. Ich freue mich jetzt schon. Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist so traurig, es tut mir so leid. Ja, aber sagen wir steigen gerade ein. Du kannst anfangen. Die Bühne gehört dir, Nico. Lord of the Rings. Also, wir steigen gerade ein. Das heisst, eigentlich steigen wir gerade runter. Und zwar in die Dungeons von Moria, in die Zwerge-Dungeons von dem 4. Zeitalter von Middle-earth, also Mittelerde. Es ist so, dass The Lord of the Rings Return to Moria ein Game ist, das doch ein bisschen aus den, wie soll ich sagen, bis jetzigen Lord of the Rings Games raussticht. Und zwar, weil es ein Survival-Crafting-Spiel ist, wo man mit seinen Freunden zusammen zocken kann. Und man macht sich als 4 bis 5 Zwerge, ich glaube es sind 4, macht man sich in die Ruinen von Moria auf den Weg oder in die alten Zwerge Kauern, in die alten Zwergenschmieden. Und man explort Höhlen, trifft dort auf natürlich Orks, Gegner, muss sich Fortress bauen, muss natürlich schmieden, sich ausrüsten, kämpfen, Bergabbau, Sammeln von Ressourcen und das ganze Crafting-Zeug, wo ja Steffi so unglaublich abholt. Von dem her, Steffi, das wäre dein Game, oder? Ich habe nur eine Frage. Kann man Bier trinken? Ich denke es. Weil ich meine, wenn man schon einen Zwerg spielt, ich meine, Zwerge und Bier, das geht Hand in Hand. Also, ich meine, wie ich ja in den letzten Episoden schon sehr ausführlich darüber geredet habe, dass es langsam auf einen Sender geht, dass jedes Game Open World, Survival und Crafting ist. Ich wollte gar nicht weiter darauf eingehen. Das könnt ihr nachher, mein kleiner Rant könnt ihr nachhören in der letzten Episode. Darum wollte ich auch hier gar nicht gross erzählen, dass es mal wieder Survival und Crafting und Pipapo ist. Es sind Zwerge, es ist Herr der Ringe. Ich will Bier sehen in diesem Spiel, sonst bin ich nicht happy. Definitiv. Also ich denke, Bier müsste es auch haben. Also ich würde, wenn ich könnte, würde ich Bierbrauer machen. Also sie trinken Bier, habe ich im Trailer gesehen. Aber ich würde Bierbrauer machen. Ich würde gerne Bierbrauer sein, wenn ich jetzt so einen Zwerg würde spielen. Als Beruf, hä? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, du hast recht. Auf jeden Fall, also ohne Bier fände ich so effektiv weniger cool. Was ich auch gerade gesehen habe, ist, dass Zwerge Frauen, ich hoffe, ich habe das aber hoffentlich mit Bart. Eben nicht. Ich habe jetzt gerade festgestellt, schlecht. Dass es Zwergenfrauen ohne Bart gibt. Ich möchte, dass die Zwergenfrauen den Bart noch bekommen, weil sie ein Anrecht auf den Bart. Schliesslich erzählt der Gimli im zweiten Film ja von Zwergenfrauen und dass die alle ohne Bart haben. Von dem her, bitte Zwergenfrau mit Bart. Aber ich wäre auch ohne dafür. Also ich glaube, man sieht im Trailer einmal eine Frau, also einen weiblichen Zwerg. Ohne Bart leider, ja.
Aber Mhm. es ist eben so, ich meine, es beruht ja schließlich auf einem Buch. Und ich finde dann, wenn man so Bücher verfilmt oder aber auch ein Game daraus macht, so, hey, haltet euch doch bitte an die Vorlagen. Für etwas werden die Vorlagen ja so geliebt. Aber das dann irgendwie Hollywood oder auch irgendwelche Gaming-Entwickler das Ganze, ich sage jetzt mal, für Mary Sue, beziehungsweise halt einfach schön machen, bin ich halt auch nicht Fan davon. Lasst doch diesen Zwergendamen ihre Bärte. Was ist so schlimm daran? Definitiv. Es ist einfach, Definitiv. ist nicht die menschliche Norm, oder wie? Ja, logisch nicht, das sind Zwerge. Was erwartet ihr? Mhm. Also ich wäre dafür, dass die Frauen, also dass die Zwergenfrauen dürfen Bärte haben. Auf jeden Fall, da sind wir uns einig, Steffi. Give the beer to the dwarfs. Können wir bitte irgendwie einen Hashtag daraus machen? Beards for Female Dwarfs oder so. Yes. Danke Beards schön. for females. Man kann das abkürzen. Ja, gut. Ich glaube, das geht einen Schritt zu weit. Weil Okay, Entschuldigung. die meisten Frauen, menschliche Frauen, haben, glaube ich, keinen Bart. Er muss nicht so ausgewachsen. Das Damenschnäuzchen vielleicht gerade, aber das wär's ja gerade. Einfach so, so wie ich, oder? Ja, etwa. So ein Und her, Damenschnäuzchen. ja. Ja. Ich rasiere mich einfach jeden Morgen weg, darum seht ihr es nicht. Das ist dafür mehr Haar auf den Zähnen. Absolut. Irgendwo müssen sie ja sein. Steffi, es freut mich, jeden Montag mit dir diesen Podcast zu machen. Es ist eine wahre Freude. Ich muss Unbedingt. sagen, dass ich nicht mehr viel mehr zu sagen habe zu dem Lord of the Rings Return to Das ist Moria, okay. aber weil es im Fall nicht mehr Infos gibt, also es ist wirklich noch nicht mal, es sagt einfach, es released im 2023, aber sonst ist alles TBA, also to be announced. Man Von weiß dem noch her nicht so würde ich viel, sagen, ja. Das ist so. wir Ja, ich springen würde sagen, gleich weiter. schade, Marmelade. Auf jeden Fall. Schade, Marmelade und Oder auch Felix, schade, Marmelade. If you know what I mean. du musst, wenn du nicht, also schau, du kannst nicht für meine Themen die Überleitung machen, Doch. das geht nicht. Doch, Nein, es natürlich. ist, oh Gott. Also, sorry, wenn ja. meine Überleitungen so gut sind, dann doch. Also gut. Warum sagt Steffi das? Warum Felix Stade? Also der Felix Marmelade. Stade, das ist der Name vom Entwickler vom nächsten Spiel, das ich euch schnell vorstelle. Also vorstelle, ich euch davon erzählen. Und zwar ist das Morbid Metal. Und ich bin ja ein grosser Metal-Fan, aber mit Metal hat es nicht viel zu tun, sondern es ist mehr das Element Metall gemeint, weil es echt oft vorkommt in diesem Game. Und Gibt das Soft Game- Metal? Sorry, ich habe nur gerade an Hard oder Kuschelrock müssen denken. Frag mich nicht warum. Und dann habe ich überlegt, Kuschel oder gibt's ja, genau. Gibt es Soft Metal? Gibt's das? Also Kuschelmetal Ja. gibt es ja auch nicht, aber es gibt Love Metal. Es gibt Love ernsthaft? Metal, ja. Ja. Oh wow. Und das ist recht gut im Fall. Okay. Also sorry, ja, red der weiter. kommt bei mir auch immer wieder zum Einsatz. Auf jeden Fall. TMI! Danke vielmals, Steffi. Hast mich jetzt wieder völlig aus dem Konzept gebracht. Mach ich immer gerne. Also, das Game-Prinzip ist wirklich so ein bisschen à la Devil May Cry. Das heisst also Hack and Slay, Gegner in die Luft schmeißen, 100.000 Mal drauf hacken, Kombos reinhauen. Das Spezielle beim Game aber auch ist, dass man zwischen 4 verschiedenen Charakteren blitzschnell wechseln kann. Das heisst, man kann einen Hauptcharakter spielen, kann aber während dem Kampf wechseln auf etwas anderes. Und hat in diesem Momentum, wenn man in der Luft schwebt, einfach genauso die Fähigkeit, einem Gegner halt einfach 100.000 Schläge in der Luft noch zu verabreichen. Und das ist halt etwas, was immer geil aussieht. Das ist nicht das erste Game, das das so macht, aber es sieht echt so geil aus. Du holst den Gegner in die Luft und dann gibst du ihm in der Luft noch Kombos und dann stürzt du wieder auf ihn ab. Und man kann sich das wirklich so ein bisschen vorstellen, wie so ein wirklich, so ein Hack and Slay, wo aber eben das Spezielle am ganzen Game, und das müsste ich nochmal sagen,
es ist ein Dude, eine Person, der Felix Schade, und es ist nicht Schade, Ohne sondern der Felix, Marmelade. sondern der Felix, darf ich am Ende. Und der Felix, der macht das Game sauber, allein. Der programmiert das ganze Zeug allein. Und das ist schon mal Sick. Chapeau. Da muss ich schon mal mein Fedora anlängen und kurz nicken. Das ist, Felix, Moment, das sehr, ist sehr. heavy. Ja, das ist heavy, genau. Das ist heavy. Wegen Metal, weißt du? Das ist Ja, heavy. ja. Steffi, jetzt, also heute bist du, hä? Ja, das hoch. Geht mir wunderbar. Steffi, heute bist du der Panda Bear. Aber geschrieben mit PU. Panda Bear. Checkst du? Solid. Schreiben wir gerade in meine Twitter-Bio. Gut. Auf jeden Fall. Das ist ein Game, wo ich richtig Bock drauf hätte. Wenn ich mal Zeit habe, das zu gamen, würde ich es auf jeden Fall anzocken. Macht auf mich einen geilen Eindruck. Ist ein Hack and Slay, ich liebe es, reinschlagen und nicht nachdenken und einfach spammen. Ich habe mal bei einem von meinen wenigen Streams, wo ich gemacht habe, wo ich viel so Games gespielt habe, habe ich mal gesagt bekommen im Chat, ich soll aufhören, so böse zu schauen, es sieht aus, als möchte ich jemanden umbringen. Ist definitiv auch so. Also Das ist nur, ich wenn sehe du nachher auch so, konzentriert bist. ja. Aber das ist schon crazy, wenn das ein einziger Typ alles allein programmiert hat. Also ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer mal wieder von Einzel-Developer, die krasse Games programmieren. Aber das sieht schon next level aus. Also das muss man schon sagen. Also wenn man den Trailer schaut, eben Morbid Metal, also es sieht nicht aus, als wäre es von einem Typ selber gemacht worden. Nein, überhaupt nicht. ist sehr Nein, überhaupt nicht. heftig. Jetzt musst du dir vorstellen, wie lange echt der schon dran ist. Weißt? Aber genau Das das, ist das ist das, was mich mega würde interessieren. Weißt du, von wo der kommt? Ist das er ist ein Deutscher. ein Deutscher? Ja, ein deutscher Indie-Entwickler. Wahnsinn. Und der hat Ah ja, das logisch, Ganze Felix Schade. Ja, gut, Ja, logisch. könnte auch Ami sein. Also, weißt du, das heisst jetzt nichts. Ja gut, okay, die haben eigentlich schon sehr deutsche Namen, das ist durchaus so, ja. Wann Felix kommt es Jade raus? heisst er nicht einfach. Ja, genau. Weiss man das schon? Es kommt erst im 2023, also so wie das jetzt festgestellt habe, und das habe ich eigentlich vorher auch schon mal gelesen, aber ich glaube, es kommt erst im 2023 raus, so wie ich das gesehen habe. Und es ist auch noch to be announced, also es kann noch sein, dass es noch länger geht. Was auf jeden Fall sehr spannend ist, man kann ihn auch unterstützen, der Felix Schade. Er hat eine Internetseite mit Morbid Metal, wo man ihm kann, auf das PayPal etwas überweisen kann. Er scheint da wirklich alles aus eigener Kasse zu zahlen. Das ist noch krass. Und ja, also ich bin schwer beeindruckt. Also wenn man so etwas macht, dann hat man einfach, auch mega viel Dedication. Und ich meine, die Zeit, die das aufwendet, das ist unglaublich. Das ist so ein Projekt, wo du dir sagst, entweder Failure oder Success, alles andere geht eigentlich nicht. Ja, und vor allem, stell dir mal vor, du wirst irgendwie krank oder so. Weil, wenn du krank wirst, dann schiebt sich einfach die ganze Arbeit um x Wochen gegen hinten. Ja. Also da ist dann nichts mit, meine Mitarbeiter und Kollegen fangen meine Arbeit auf. Nein, das ist krass. Wahnsinn. Ja, ich habe wahnsinnig viel Respekt, wo ich meine, normalerweise, wenn du das Game entwickelst, hat es ja für jedes einzelne Ding hat's ja einen anderen Dude. Also einer macht Sound, einer macht Musik, einer macht Design, einer macht Bewegungen, einer macht Animationen und so weiter. Oder? Also jeder kleinste Arbeitsschritt basically ist auf eine andere Arbeitsstelle ausgelegt. Also das ist natürlich crazy, wenn du da alles selber kannst. Es ist krass und ich meine, es ist wirklich krass, wir haben vorher schon darüber geredet, es ist wirklich krass, was schon Grafik allein jetzt Grafik sieht Hammer aus. Ja. Grafik sieht Hammer aus, Bewegungen sehen Hammer aus. Wie soll ich sagen, Hack and Slash. Kämpfe vom Sträubsten, es macht mega Spass. Alle Credits gehen hier an Felix Schade. Finde ich mega, mega nice. Ja, Chapeau. Dass er das macht. Chapeau. Und ich hoffe, falls er irgendeinen ist, das irgendwie sieht, wird er auch nicht, aber Felix,
well done, gute Arbeit, mein Bester, mach weiter so. Und ich würde sagen, ja, mit dem schließen wir Morbid Metal ab. Ja, wer Und sich definitiv ein Scheibchen abschneiden vom Felix Schade oder sagen wir mal ein Stück aus dem rausreißen, ist EA. Wenn es wenn es um Dedication und Love geht, sage ich jetzt mal, um ein Game zu programmieren. Es geht mal wieder um Sims. Denkt daran, es ist ein Buff-Thema, kein Crit-Thema. Nein, es ist ja tatsächlich so, dass Sims in letzter Zeit sich nicht gerade profiliert hat mit den letzten Packages und Erweiterungen, die sie gedroppt haben. Sims ist in letzter Zeit sehr negativ aufgefallen, wo viel verbuggt war. Sie sind natürlich, also man muss sich mal überlegen, Sims 4 wird alle Packs und Accessoires und Erweiterungen, die du kaufen willst, die es gibt, gibst du einfach locker mal 500 bis 600 $, Euro, Schweizer Franken, whatever, aus. Also es ist ein wahnsinnig grosses Game, aber sie haben es halt auch oft verkackt in letzter Zeit. Also die Fans sind sehr kritisch geworden. Viele Fans haben Sims auch ein bisschen den Rücken gekehrt, muss man schon sagen, weil es halt eben wirklich die letzten paar Erweiterungen nicht sehr gut umgesetzt waren. Es hat viel gefällt, es war sehr unbefriedigend gewesen. Und viele Leute haben keine Lust mehr auf Sims. Und jetzt hat es aber ein neues Erweiterungspaket gegeben, wo, so wie ich in der Community ein bisschen umgehört habe, durchaus gut ankommt. Also natürlich nicht nur, es ist natürlich sehr Geschmackssache, aber es kommt grundsätzlich gar nicht mal schlecht an. Und zwar geht es um Werwolf. Ja, das neueste Erweiterungspack von Sims seit Werwolf. Und es ist wirklich so, du kannst dir die eigene Werwolf designen im Charaktereditor. Ich muss sagen, die sehen eher ein bisschen cringy aus. Nicht wirklich wie Werwolf, sondern eher als hätten die Menschen plötzlich ein ganz Körper-Fellkostüm an. Also es ist basically einfach ja, der Mensch mit Fell überzogen. Und halt spitze Ohren und Schnauze und so. Aber ich glaube grundsätzlich, ja, es ist schon nicht schlecht. Du hast halt gewisse Features, du verwandelst dich halt in der Nacht in einen Werwolf, du kannst dich prügeln mit anderen Werwölfen, du kannst natürlich die ganze Zeit rumheulen im Zeug, also anscheinend heulen sie wirklich die ganze Zeit im Zeug rum. Ja, im einen YouTube-Video, das ich geschaut habe, hat sich einer auch verdammt aufgeregt, wo sie die ganze Zeit am Heulen sind. Und was natürlich zu so einem Werwolf-Package auch dazukommt, ist die ganze Deko und Kleider und neue Frisuren und Accessoires und so weiter. Und das ist natürlich alles so ein bisschen in diesem Werwolf-Look and Feel kommt das daher. Also alle Accessoires haben irgendwie Wölfe drauf, die Kleider sind alle verrissen. Halt das, eben, als hätten sich gerade so 2-3 Dings gestritten, 2-3 Werwölfe gestritten. Und auch die Kids, also wenn es Nachwuchs gibt, sogar die haben schon gewisse Eigenschaften. Und es ist anscheinend wirklich, es sorgt anscheinend für einen oder anderen Lacher. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn man die ganze Thematik Werwolf irgendwie noch cool findet, dass es wirklich ein rechtes Highlight ist, das ganze Erweiterungspack. Es ist irgendwie ein Meme, Mann. Also ganz ehrlich, es ist, also, ich glaube, das Game ist einfach, weil du es so doof findest. Ich meine, es ist so doof, ganz ehrlich. Es ist wirklich so... es ist so blöd. Schau mal, wie sie rumsäckeln. Ey, oh mein Gott. Nein, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich es spielen würde, dann wirklich zu meiner Belustigung. Weil, Du bist nicht begeistert, okay. Ja, nein, also du kannst ja nicht... Oh Gott. Also weißt, ich bin eigentlich ein grosser Werwolf-Fan. Eigentlich bin ich mehr... ich weiss, man hat viel Vampirzeug von mir gehört, aber ich finde Werwolf eigentlich geiler. Ist auch so ein Practical Joke, den ich immer erzähle, wenn Vollmond ist. Sage ich den Leuten immer, hey, ich muss dann näher gehen, wo ich verwandle mich ab 11:30. Dann schauen sie mich immer so dumm an. Das ist mega lustig. Der andere. Auf jeden Fall.
finde ich das jetzt einfach, es ist also, ich meine, es ist echt Trash. Also, aber Es es ist kommt aber lustiger im Fall Trash. wirklich gut an bei der Community. Ja, eben, darum sage ich, Mhm. ich glaube, es ist zum Spielen mega lustig. Eben das, ja. Sie haben sich auch nicht selber nicht so ernst genommen, weißt du, was sie es umgesetzt haben. Ich hoffe es, dass sie sich nicht allzu ernst genommen haben, weil sonst ist es weird. Aber genau. Und darum finde ich, hey, ich glaube, zum Spielen macht es mega Spaß. Ja. Es sieht auch mega lustig aus. Aber ich muss echt nur, also ja, eben, ich muss Da, wirklich ich lachen. Für frage mich mich ist so immer noch, ob Sims 5 im Frühling rauskommt. ja, Irgendwie habe ich mal einmal etwas gehört, dass Sims, eben, also Sims 5 im Frühling rauskommen sollte. Aber andererseits gehe ich auch mal schwer davon aus, solange sich Sims 4 so gut verkauft, werden sie die Cash Cow noch ein bisschen länger melken. Schließlich EA, das müssen wir nicht verheimlichen. Von dem her, das ja. stimmt, das stimmt. Also ich meine, und gleich, Sims 4 hat ja viele Eigenschaften und Features nicht, wo Sims 3 wiederum hat, wo von der Community ja wirklich schmerzlich vermisst wird. Also Sims 3 wird von den echten, richtigen Sims-Fans, sage ich jetzt mal, immer noch lieber gespielt als Sims 4. Okay, Mhm. krass. Aber trotzdem, ich meine, vom Bauen her, wenn du gerne Häuschen baust und so, also ja, in deinen Familien, wo du da dran züchtest, zuschaust, das ist natürlich schon cool, wenn du das gerne machst. Also ich muss auch sagen, Das ist so. ich habe es Das auch ist so. ab und zu gespielt. Es ist noch entspannend, auch einfach ein bisschen zuzuschauen, was sie da für Seich machen. Ich finde es aber ganz gut. Also ich habe mega gerne Sims gespielt. Ja, aber siehst du jetzt? Ah, aber einfach, weil das Einrichten hat mir, glaube ich, noch Spass gemacht. Und Interaktionen zwischen den Sims habe ich immer mega lustig gefunden. Und jetzt der eine die andere hasst oder der eine mit der anderen mega gut auskommt oder Voll. so ein bisschen so Zeug, das habe ich mega gefeiert. Ähm, und einfach so allgemein, es war so ein Spiel gewesen, aber das ist damals, ich meine, das ist ewig her, gell? Das ist damals halt etwas komplett Neues gewesen. Hast du so auch noch nicht gesehen Ja, gehabt. gut. Und nein, Sims habe ich wirklich gerne gespielt. Also eine Zeit lang. Dann irgendwann ist es mir zu wenig Action, zu wenig brutal gewesen. Aber ja. Ja, ich wollte sagen, eben, wenn du natürlich mehr auf schnelle Action stehst, sage ich mal, und auf Blut und Gore, dann bist du da definitiv falsch. Wobei, wenn sich die Werwölfe jetzt fetzen, das ist dann auch nicht ohne, gell? Just saying. Okay. Nicht ohne, wenn Das sie ist sich nicht fetzen. ohne, wenn sie sich fetzen, yes. Eieieiei. Egal, next. Hoffentlich kann ich noch schlafen. Das sind nicht von Sims Werwolf träumen. Haha. Also, gut. Wir gehen weiter. Und zwar ist es so, dass Werwolf, ja die grössten Erzfeinde der Werwolf, sind ja die Vampire. Hä? Ja, Wenn das uns, wissen wir spätestens aus Twilight. genau. Wenn uns irgendein Film das gelehrt hat, dann das Meisterstück aus der Gruselküche Twilight. Gut. Und zwar, das nächste Spiel handelt in dem Sinn von einem Vampir. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil The Last Faith, also der letzte Glaube übersetzt, hat ein gewisses Castlevania-Flair. Aber so wie ich jetzt recherchiert habe, habe ich noch nicht herausgefunden, ob es wirklich ein Vampir ist, den man spielt. Aber das Game an sich sieht einfach mega, mega nice aus. Also, es ist eine Mischung zwischen einem Metroidvania und einem Souls-like. Und das Metroidvania ist ja auch, wie das Castlevania auch war, ein Sidescroller im Pixel-Look. Und Souls-like, wisst ihr alle, ist einfach ein verdammt Herzpflaster. Und für mich sieht es aus wie ein Game, das mega Spass macht, wo mega viel auch, Brutalität drin hat und Ich gleich wollte auch cool sagen. umgesetzt. Ja, und gleich auch sehr cool umgesetzte Grafikelemente. Etwas, was ich jetzt, wo nicht so ein grosser Fan ist vom Pixel-Look, trotzdem würde spielen. Mir erinnert es auch noch ein bisschen an Bloodborne, Mhm. wo ja aus der Souls-like-Reihe kommt.
Und es hat für mich auf jeden Fall mega viel Castlevania-Vibes, auch einfach von der Art, wie man in die Burg absteigt oder aufsteigt und mit diesen Dämonen kämpft und diesen Monster hier. Und nachher auch Bossfights. Es sieht echt aus wie ein Game, wo man sicher nicht gerade einfach so durchspielt, aber wo sicher mega viel Spaß macht, um immer wieder, immer neu zu probieren. Und könnte also etwas sein, was ich mir in nächster Zeit zulege. Es ist ja jetzt Steam Summer Sale. Ich tue mir es auf jeden Fall mal auf die Wunschliste. Es ist nämlich noch nicht draussen. Ich hoffe, es kommt noch im Herbst, Winter. Wenn ich das jetzt gelesen habe, sollte es in der nächsten Zeit rauskommen. Und dann würde ich mir das auf jeden Fall besorgen. Also, The Last Faith. Ein Spiel, das Steffi nie wird spielen. Ich Nein. aber auf jeden Fall Ja, wenn ich es zusammenfassen darf, ist Steffi, aus Steffi-Sicht, es ist düster, es ist pixelig und es ist blutig und erinnert mich an Dead Cells. Okay, ja, das ist aber ein guter Vergleich. Ja, das ist ein guter Vergleich. Hast du Dead Cells mal gespielt? Nein. Okay. Aber gesehen. Okay. Genug gesehen davon. Okay. Ja, Dead Cells habe ich auch recht lang gespielt. Es ist wirklich, es hat mega Spaß gemacht. Nein, ich finde die Brutalität auch. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr blutig. Also, wenn ihr auf pixeliges Blut steht, ist das sicher ein ideales Game für euch. Ja, das ist. Pixelblut, ja. Uhu! Haben wir nicht alle ein bisschen gerne Pixelblut? Wer liebt es nicht, oder? Genau, eben. Absolut. Apropos Pixelblut und viel Brutalität und von dieser Brutalität abgeleitet auf irgendetwas, wo gar keine gute Überleitung ist. Steffi, was haben wir als nächstes als Thema? Nico, überlass einfach den Profis. Aber dass du es erst schon verkackt hast, steige ich einfach direkt ein. Nein, wir haben ja vorher schon angesprochen, es gibt mega coole News zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und zwar soll es tatsächlich eine Verfilmung, also eine Fernsehserie zu Jedi Fallen Order geben. Einfach nur mal schnell so als kleiner Dazwischen-Einwurf. Also wir wissen ja, in letzter Zeit werden sowieso wahnsinnig viele Games verfilmt. Star Wars ist aber ursprünglich auch ein Film-Franchise. Von dem her ist es eigentlich recht naheliegend, dass es so ein erfolgreiches Game wie Jedi Fallen Order auch über kurz oder lang mal verfilmt wird. Und jetzt gibt es eine Fernsehserie dazu. Viel mehr wissen wir aber leider noch gar nicht dazu. Es ist ein bisschen schade, natürlich. Aber hey, besser als nichts. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was? Der Hauptcharakter aus Jedi, aus dem neuen, also aus dem neuesten Star Wars Game. Meinst du, da gibt es schon einen Dude? Ist das ein Schauspieler? Kennt man den? Aha, oh, keine Ahnung. Ich habe Star Wars nie gespielt, muss ich sagen. Ich frage mich einfach darum, ob sie den wie schon haben, ob das alles geplant ist. Weißt du, dass man diesen Film rausbringen könnte und nachher könnte man ihn rein tun. Weil man wie sagt, wir haben ja den Typ schon, wir haben es anhand von ihm gemacht. Es könnte sehr gut sein. Also ich meine, Star Wars gehört ja da zu Disney Plus. Also kann man gut vorstellen, dass die sich vielleicht schon ein paar Gedanken gemacht haben. Andererseits, Star Wars hat Disney, also beziehungsweise umgekehrt, Disney Plus hat Lucasfilms erst später, glaube ich, aufgekauft. Nach Jedi Fallen Order. Okay. Also, Jedi Fallen Order gibt es ja schon ein paar Jahre. Und Disney Plus gibt es ja noch gar nicht so lange. Und Lucasfilm haben sie... wann haben sie Lucasfilm? Jetzt ich will keine komischen Halbwahrheiten erzählen, Leute. Also glaubt mir einfach gerade nicht, wenn ich das jetzt sage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wenn das Disney Lucasfilms aufgekauft hat. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach Disney Plus war. Ob das vor oder nach Fallen Order, also Jedi Fallen Order war. Aber... Ich meine, also... Sagen wir es auch so. Es ist nicht fix, dass es das wird geben, aber es besteht Gerücht. Sorry, falls ihr euch schon hure gefreut habt, aber es ist anscheinend, es geht etwas um. Da ist was im Busch. Sehr gut. Ja. Aber das ist ja schon mal schön zu wissen. Ja. Und nachher wird es sicher irgendwann auf Disney Plus kommen, dann kann ich noch schauen, wenn ich dann noch ein Disney Plus Abo habe.
Ja. Das ist nämlich immer das. Disney Plus ist zwar cool mit den ganzen Disney-Filmen und so, aber man schaut selten. Findest du nicht auch? Ich schaue mehr auf Netflix. Hey, mega, aber weißt du, warum bei mir das so ist? Warum? Weil ich es auf der PS4 installiert habe. Also das heisst, ich muss PS anlassen und nachher switchen. Ah, shit. Okay, ist aber auch doof. Nein, ist mega easy. Also es geht schon. Ich Okay. meine, ich habe sowieso wollen, zum alle die Star Wars Sachen wie Mandalorian und Boba Fett und so schauen. Und sonst gibt es halt auf Disney Plus nicht so viel, was mich jetzt abholt. Mhm. Weil das Disney-Zeug, viele Leute schauen es gerne noch einmal. Ich muss sagen, ich sehe es nicht mehr so wie dann. Und Netflix hat mich gerade wieder mit einer sehr guten Serie gepackt, die ich sehr lange nicht habe schauen, weil ich mir Welche? dachte, die ist nicht You. Oh, okay. Ich glaube, Ja. ich habe die erste Staffel gesehen. Ist das Ich Stalker, finde ne? es, ja, ich finde Aha. es sehr gut. Ich finde es sehr gut. Schwierig. Ganz Ja, krasse aber Serie. Aber die erste Staffel ist. eben, darum sage ich, also ich finde es mega, ich finde es genau wegen dem gut, was es Mhm. mega präsentes Thema auch, wie soll ich sagen? Also es spielt auf das mega präsente Thema und etwas, wo viele Frauen damit das Problem haben. Ja. Viel mehr als man denkt. Mhm. Und darum finde ich es so eine interessante und auch mega gute Serie. Crazy. Ich schaue Stranger Things. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Alles. Ich glaube nicht. Ich habe die erste Staffel einmal mal gesehen und dann habe ich aufgehört zu schauen. Aber jetzt habe ich es nachgeholt. Also no spoilers, please. Also Nein, ich bin noch überhaupt nicht nicht. fertig. Ich bin noch dran. Ich bin jetzt, glaube wo bin ich? Bei der dritten Staffel irgendwo. Ja. Okay. Nein, Stranger Things ist für mich einfach auch ein Highlight, weil die Musik so gut ist. Ja, Ich liebe die Musik ja, in es der ist halt, Serie. es ist halt 80er Jahre. Ja, 80er ja, Jahre Musik rockt halt einfach. Das ist halt wirklich so. Aber voll. ja. Item, Warum sind wir nicht in den 80er geboren, Steffi? Hä? Ich und du am Woodstocks. Ja, weil hab ich dann unser gesehen. Job, wie wir jetzt haben, nicht möglich wäre. Stimmt. Mm, Dann hätten wir über anderes Zeug berichtet. stimmt, über Dann wären wir Musik. vielleicht in einem Radio. Dann wären wir Sag vielleicht in einem nicht! Radio am Arbeiten. Oder, Shit, oder stell dir beim vor. Fernsehen. Hey, damals war Fernsehen noch etwas. Shit. Gewesen. Hier ist radiobrack.ch mit der Steffi und dem Nico. Das ist unsere Highlight-Tracklist von dieser Woche. Let's go. Na gut, was? Na gut, Game of Thrones, oder was? Keine Ahnung. Okay, Steffi, okay. Okay, bitte. Ah, das ist auch später gekommen. Und mal das letzte noch Sing, gesagt. singen bitte anderen Leuten über, okay? Highway to Hell. Okay. Auf jeden Fall sind wir ja jetzt noch nicht auf dem Highway to Hell, sondern Auch wir nicht zum sind auf Highway, dem the Danger Zone. sondern auf dem Highway zu 20.000 Oh, Euro. hell yes. Und zwar wie? Steffi, wie? Mit Wie kommt man Gamen. 20.000 Euro? Steht vor, mit Gamen. Mit Gamen? Ja, aber nicht einfach so mit Gamen. Also ich meine, jetzt mal grundsätzlich. Bevor wir gross aufs Thema einsteigen, wem sein Traum ist es schon nicht, einfach mit Gamen 20'000 Euro zu verdienen. Einfach mal so grundsätzlich. So Drum. grundsätzlich sicher. Es kommt noch ein bisschen darauf an, wie die Zeitspanne ist, weil du kannst easy in 20 Jahren 20.000 Euro verdienen mit Gamen. Das stimmt. Und zu der Zeitspanne steht, soweit ich das mitbekommen habe, leider auch überhaupt nichts. Aber, Leute, stellt euch vor, It's a ihr trap. müsst einfach, ja wahrscheinlich, so 24/7 für 365 Tage im Jahr und du verdienst 20'000 Euro dabei. Woohoo! Nein, es ist tatsächlich ein Jobangebot für einen Train Sim World 2. Also es ist ein Game, also es ist ein Zugsimulator. Und dort ist der Jobbeschrieb, sagt, dass du dort als NPC musst rumlaufen und an diesen Bahnhöfen, wo ja die Züge und so immer mal wieder anhalten, musst die ganzen Food-Automaten auffüllen mit Pringles. Aber halt schnell. Das ist basically dein Job. Ich muss gleich noch schnell nachfragen. Ey, jetzt drängt sich bei mir eine Frage auf. Wenn du ja NPC bist, dann bist du ja nicht
PC-Player, das heisst, eigentlich wird die Charakter von irgendetwas anderes gesteuert. Also Das heisst, NPC ist eigentlich ein vorprogrammierter, nicht spielbarer AI, genau, genau. AI, wie auch immer, Charakter. Ei, Genau. ei, ei, ei. AI. Ja, ja. AI! Ei, ei, Steffi. Genau. Also auf Ja. jeden Fall bist ja du nur in dem Fall das Gesicht und der Körper von dieser Person. Und du gibst eigentlich nur das, weil Nein. du machst das selber Der gar nicht. Charakter steht, aber du laufst mit dem um. Also Mhm. es ist halt einfach dein Job, mit dem Charakter rumzulaufen, aber du bist ja nicht in dem Sinne der Spieler. Ich kenne mich leider mit dem Zug-Simulator-Game zu wenig aus, aber anscheinend bist du einfach näher eine Figur in dieser Welt und die Leute Ja. sehen dich, aber können natürlich mit dir nicht interagieren und können, ja nicht können die nicht spielen, sondern sie haben ihre eigene spielbare Figur. Und du läufst einfach an diesen Bahnhöfen um und füllst die Food-Verkaufsautomaten mit Pringles. Also eben, ich bin ein bisschen verwirrt, weil für mich wärst du in dem Fall kein NPC mehr. Absolut, ja. Das ist Ja. natürlich so. Aber dadurch, dass du natürlich nicht der Spieler bist, sondern halt dann einfach halt, ja, du musst halt die vorgesehene Strecke ablaufen und halt einfach immer die Foodstände auffüllen, also Automaten auffüllen. Yes. Aber Ich sehe gerade, Steffi, es tut mir leid, ich musste nachher recherchieren, aber du weißt, meine zweite Name Bob Andrews, ist, dass das nur ein Gewinnspiel ist im Fall und nicht wirklich ein Jobangebot. da steht aber Jobangebot. Okay, ist ja gleich. Auf jeden Fall macht euch nicht zu viel Hoffnungen. Es hat auch nicht so. Ist auch nicht so mega, mega, mega cool, aber ich glaube, es ist. Da schlussendlich ist es auch einfach ein Gag von Pringles. Es ist eine reine Marketingkampagne. Genau. Also spätestens, als ich gesagt habe, Pringles, sollte es ja eigentlich ein Glöckchen geläutet haben, irgendwo im Hinterkopf. Ding, ding, ding. Apropos Zug und so. Ding, ding, ding. Aber Ding, ja. ding, ding. Genau. Oh Mann, ich habe so eine gute Überleitung. Pringles gibt es übrigens auch bei brach.ch. Könnt ihr direkt bestellen. Wir haben auch 12er Boxen Pringles. Einfach schnell brach.ch. Wenn ihr Bock auf Pringles habt, reingehen, Pringles bestellen und genießen. Genau, sorry für die So sieht's Platzierung. aus. Voll okay. Wir haben mehr als ihr denkt, Leute. Genau. Genau, ja, nein, Chuchu, das ist ein kleiner Insider an dieser Stelle. Das ist ein Insider, aber es wäre so eine gute Überleitung. Das wäre wirklich eine gute Überleitung gewesen. Wir haben das Thema leider gestrichen, aber wir können ja gleich noch schnell erzählen. Nein, Chuchu ist, also nein, nicht Chuchu MF, sondern, wie hat er geheißen? Chuchu Charles. Der Chuchu Charles, ja. Es ist ein Dude, der ein Game programmiert. Du bist in der Open World in deinem Zügli unterwegs, wo du natürlich kannst upgraden, also du kannst Sachen für dein Zügli sammeln und upgraden. Aber in dieser Open World ist eine wild gewordene Mutation unterwegs. Und zwar ein Zug mit Spinnenbein und einem creepy Face. Und der killt, also der attackiert die random. Und es ist so. ja, also Chuchu Charles. Wenn ihr mehr wollt erfahren, googelt es mal. Es ist kind of funny. Es ist auch ein einzelner Dude, glaube ich, der das programmiert und der seine ganzen Fortschritte und so weiter auch auf YouTube festhaltet. Sehr amüsant. In der Tat. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr viel in der Tat sage. Oder? So. Also sag doch einfach mehr, give your senf dazu. Oder give so. your senf dazu, genau. Ja, genau, das ist wenigstens lustig. Okay, wenn du meinst. Aber item. Ja, give your senf dazu zu Sifu. Weil Sifu ist ja schon mal ein Thema gewesen, das du, glaube ich, recht nice gefunden hast. Give your Seafood dazu. Also auf jeden Fall ist es so, dass irgendjemand, der auch so hyperaktiv unterwegs ist wie ich, hat sich überlegt, man könnte doch Sifu mal mit Bewegungssteuerung spielen. Und das hat der Dude nachher auch wirklich gemacht. Hat sich spezielle Controller-Code mit Bewegungssensoren und
hat nachher auf seinem Twitch mit Bewegungssteuerung Sifu gespielt. Wer nicht Er weiss, macht was immer so Sifu viel- ist, schnell einen kleinen Einwurf vielleicht. Genau. Nico, was ist Sifu? Sifu ist ein Kung-Fu-Game, wo man eigentlich nur schlägt. Also man macht eigentlich nichts anderes. Man geht einander einfach auf den Sack, man gibt den NPCs auf den Sack und das ist extrem schwierig. In der ersten Schwierigkeitsstufe habe ich es nicht durchgespielt. Nachher haben sie eine zweite Schwierigkeitsstufe eingebaut, weil viele Leute sich beschwert haben, dass es schwierig ist. Ja, Steffi, du lachst jetzt auch, aber es ist wirklich so. Ich lache Auf nicht. jeden Fall. Siehst du mich lachen? Lach sie nur Auf aus. jeden Fall. Nein. Auf jeden Fall hat der Dude das mit diesen Bewegungssensoren probiert zu spielen. Meiner Meinung nach ist es eine spannende Idee, eine coole Idee, aber so akkurat, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte, ist es nicht. Also, ich fände es viel, viel, viel geiler, wäre es noch viel akkurater und man könnte viel mehr alle Bewegungen genauso, wie er sie macht, wie soll ich sagen, simulieren. Aber es ist natürlich mega schwierig. Gut, vor allem, wenn's- ich wollte sagen, ich meine, das Spiel ist ja überhaupt nicht für das programmiert. Genau. Darum, es ist spannend, wie er es macht. Er hat auch wirklich auch die verschiedenen Befehle auf die verschiedenen Bewegungen gelegt und auch das Abwehren. Er macht dann immer so eine Bewegung gegen links außen mit dem Unterarm, wo ich vermute, ist es das Abwehren. Zum Blocken. Und blocken, genau. Und du musst natürlich die Sachen musst du natürlich irgendwo festlegen, weil du sonst Buttons hast du halt Bewegungen. Und Also, das ist schon eine sehr geile Idee. Eigentlich. ja, mega. Und ich meine, ganz ehrlich, alle, die Skyward Sword gespielt haben mit Motion Controller, die wissen, dass es anstrengend kann werden, wenn man das so für 1,5 Stunden macht oder nur eine Stunde. Von dem her, Leute, stellt euch vor, der Dude ist durchgehend am Boxen. Also, es ist nicht ohne. Also, da musst du schon parat sein und spätestens, wenn du fertig bist, bist du auch parat. Ja, also du musst sicher fit sein, parat. Lass ich jetzt mal offen. Ich habe nicht Angst, dass ich jetzt das zum Beispiel nicht könnte. Ja, aber und du ich habe nicht machst, Angst, du machst ja auch Kampfsport nebenbei. Ja, aber Steffi, Also du bist du überhaupt könntest mal wieder im das auch. Training gewesen? Nein, seither nicht mehr. Aber geil, gar nicht. Nein, aber es ist halt genau das. Also meiner Meinung nach, wenn du nicht ein bisschen Ahnung hast von Boxen und, oder allgemein Kampfsport und also Kampfsportarten und MMA und so, dann würde ich sagen, ist es nicht so einfach. Vor allem auch die Ausdauer. Und ich meine, es geht auch in die Arme. Also ich finde, es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne auf jeden Fall. Es ist nicht ohne. Es ist sicherlich. Aber man sieht dann manchmal schon, dass er bei gewissen Sachen Hilfe braucht, weil eben alles nicht alles konfiguriert ist. Von dem her, ich finde schon nur die Idee und die Umsetzung finde ich mega cool, dass er sich Voll. das überlegt hat und gemacht hat. Mega viel Zeit genommen. Rude ISM heisst der, Rudism. Der macht auch sonst ein recht spezielles Zeug. Sicher auch mal auschecken. Der macht cooles Zeug. Auf jeden Fall, Sifu, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte noch schnell sagen, ich habe es mal wieder angefangen zu spielen, übrigens, Steffi. Ich habe es recht lange auf die Seite gelegt. Dann, wo aber der neue Schwierigkeitsgrad ist rausgekommen, habe ich es wieder angefangen und habe gerade das Level, das ich nie geschafft habe, durchgespielt. Es hat also schon etwas gebracht. Und bin jetzt eigentlich am Ende, habe ich es sogar durchgespielt, ich weiß gar nicht. Es ist eben mega klein, weißt du, das ganze Game ist schon mega klein eigentlich. Es hat gar nicht so viele Level. Und ich glaube, ich habe es durchgespielt, aber ich wüsste es nicht mehr. Und eben der Schwierigkeitsgrad, die Anpassung hat etwas gebracht. Also für alle, die Sifu noch haben und sie angeschissen haben, probiert es mal mit dem neuen Schwierigkeitsgrad, ist auf jeden Fall angenehmer. So viel zu dem. Und was auf jeden Fall nicht so angenehm ist, wenn man von einer Cheerleaderin mit einer Kettensage verfolgt wird. Genau. Also, Somit, I don't know. Ja. Also, das eine vielleicht ja, das andere nein. Es kommt auch immer darauf ab, ob du ein Zombie bist oder nicht. Auf jeden Fall, Der eine auf oder jeden andere weiss jetzt vielleicht, von was für einem Game das ich rede und ist jetzt verwirrt.
warum ich über ein Game rede, das schliesslich schon 10 Jahre alt ist. Ja, es geht Ja. um Lollipop Chainsaw. Und ich glaube, niemand, der in der Gaming-Welt war oder auch nur ansatzweise in der Nähe, sagen wir mal so, nein, also sagen wir es mal so, auch ich bin nicht an diesem Game vorbeigekommen. Es war literally überall gewesen. Beziehungsweise die Hauptfigur, ist literally überall gewesen. Juliet Starling. Ja, so eine klassische Blondine mit einem Cheerleader-Outfit, kurz und knapp. Mit ihren Bewegungen natürlich auch immer sehr schöne Einblicke gewährleistet hat. Und sie ist... Also ihr Leben. Ja, natürlich ihr Leben, wo das ist. Und ja, sie ist natürlich immer mit einem Lollipop unterwegs, mit einem pinkigen oder einer Kettensage, weil sie wird verfolgt von Zombies. Also das ist natürlich auch eines von den abgefahrensten Games, die es so gibt, sage ich jetzt einmal. Wie gesagt, nicht mal ich bin an diesem Game vorbeigekommen und das soll etwas heissen, wo ich jetzt nicht wahnsinnig viel mit Gaming zu tun hatte vor 10 Jahren. Aber es ist natürlich schon. Und es hat auch mega Spass gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich habe auch heute noch gerade einer Kollegin geschrieben, hey, es kommt im Fall back, weil sie mir auch noch von dem erzählt hat. Genau, das ist jetzt das, auf was ich eigentlich raus will, weil das habe ich noch gar nicht gesagt. Es ist nämlich back. Es kommt zurück, es gibt's. Es wird ein neues Game geben. Mann, Nico! Nein, also alle diejenigen, die im Moment zu viele Vampir-Games hatten und die Zombies schon angefangen zu vermissen, freut euch auf die Juliet Starling, wo sie ist wieder da mit ihrer Kettensage und ihren knappen Outfits und natürlich dem Lollipop. She's brutal. She's merciless. Genau. Fantastisch. Deadly. Ist natürlich auch ein wunderbares Cosplay. Nochmal an dieser Stelle mal schnell eingeworfen. Definitiv. Ich sehe es schon. Fantasy Basel 2023. Das Fantasy Basel 2023 wird auch voll sein mit Cosplays von Juliet Starling. Wow, das war wirklich noch die Zeit, wo MTV noch Gaming-Ratings abgeben durfte, was so relevant war. Ja, das MTV war mal relevant. Interessant. Nein, früher haben eigentlich alle MTV geschaut. Heute schauen alle auf Twitch. Ich habe es geliebt. Nein, wunderbar. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Man weiss, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel. Es ist echt bestätigt, dass es wird kommen. Stimmt. Also ich habe das Game wirklich im Fall viel... Also mir kommt es wirklich jetzt gerade in den Sinn, ich habe das Game wirklich recht lang gespielt. Weil ich kann mich auch an den Kopf erinnern. Es hat so einen abgeschnittenen Kopf von einem Ex-Freund dabei und der redet die ganze Zeit mit ihm. Ja, voll. Ja, eben, das Game selber war eigentlich auch mega geil gewesen. Also ich meine, die Story ist nicht mega geil gewesen, aber echt der ganze Witz. Es hat vom Witz her jetzt mich so ein bisschen an Duke Nukem erinnert. Weißt du, so mega dumm. Aber halt gleich mega lustig. Das ist wieder so ein Eve-Spiel, Mensch. Hey, der Eve, der liebt es auf jeden Fall, 100%. Aber eben, ich tue vorher sagen, wenn ich in meine magische Glitzerkugel schaue. Ich weiss nicht, wenn das Game rauskommt. Es kommt echt noch das Jahr, das oder nächstes Jahr. Auf jeden Fall, ich sage, an darauf folgenden Fantasy Basel, also wenn das Game rauskommt, an nächsten Fantasy Basel, also, werden wir sehr viel Juliet Starlings sehen. Das kann sehr gut sein. Das so kann wie, sehr, sehr gut ich meine, ganz ehrlich, es ist genau so ein einfaches Cosplay wie Harley Quinn war. Ja. If you know what I mean. Es geht auch ins gleiche Schema rein. Du hast einfach eine Kettensage noch. Und voilà. Und ein Chili der Röckli. Der Rest hast du ja schon, basically. Habe ich es schon noch im Schaft, falls irgendjemand... Nein, Spaß. Also, ich bin nicht gut, kann ich eins auslehnen. Bei Kettensage könnt ihr bei mir vorbeikommen. Ich habe noch ein paar im Keller. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, ich glaube auch, es wird viele Leute oder Frauen geben, oder auch Männer, die das werden cosplayen.
Ist auf jeden Fall ein lustiges Game gewesen, schon immer. Ich frage mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das so ansprechen oder nicht, aber ich mache es gleich mal. Aber ich frage mich ein bisschen, nein, es ist Gaming-Szene, das ist egal. Weißt du, wegen Gleichberechtigung und bla bla bla. Und nein, ich frage mich so ein bisschen, weißt du, wie so die krassen Stereotypen, wie die heutzutage ankommen. Ich meine, vor 10 Jahren war schon ein bisschen eine andere Zeit gewesen. Aha, ja, sicher. Aha, Ich frage mich, wie es ankommt. Weißt du, grundsätzlich. aber ja, gut, du hast jetzt an dieser Fantasy auch ein bisschen gesehen, wie. Ja, logisch. Das ist halt künstlerische Freiheit. Also, ich meine, du darfst dort bei einem Charakter darfst du auch meiner Meinung nach mega sexualisierend sein, wenn es ins Konzept vom Game passt und einfach jeder weiß, ja, man muss es nicht allzu ernst nehmen. Ja. Schwierig wird es dann, wenn man die Game Realität selber, abbilden will. genau, wenn man im Game selber irgendwie realitätsnah wirken und dafür aber nachher Charakter so sexualisiert oder sexuell überzeichnet, dass man einfach als Spieler muss sagen, Ja, das ist jetzt oder- für jemanden, der es nicht kennt, halt mega schlechter Einfluss. Jetzt für jüngere Leute oder Ja, was oder auch immer. Dings. Lost Ark. Lost Ark! Holy shit, ich meine, die Outfits, die die Frauen dort in-game tragen. Sheesh! Ja, aber was ist es? Koreanisch? Chinesisch, glaube ich. Eben. Koreanisch. Also, wie Japanisch. Nein, Japanisch nicht. Im asiatischen Raum hat man Das ist sich mit wirklich dem crazy. Gedanken noch nicht angefreundet. Oder? Nein. Jetzt, dort ist es halt auch. Ich bin jetzt noch nie in Japan gewesen, aber ich habe von vielen Leuten gehört, die in Japan waren. Dort ist es so mega präsent. Ja, die Sexualisierung. haben eine ganz andere Einstellung zu dem ganzen Zeug, auch zu Aussehen und Beauty und so weiter. Hast du gewusst, also schnell ein kleiner Fun-Fact am Rande, der nichts mit Gaming zu tun hat, aber hast du gewusst, dass von der ganzen Beauty-Industrie, wenn ich es recht im Kopf habe, 1/3 von sämtlichen Einnahmen aus Korea kommen? Nein, das habe ich nicht gewusst. Das ist spannend. Sick. Okay. Weil dort, ich habe es gehört, die lassen sich alle operieren, gell? Ja, zum Operieren und auch grundsätzlich Beauty, also Schönheit, ist bei denen ein Riesenthema. Ja, das ist ganz, ganz krass. Also auch die ganze Beauty-Routine, weißt du, so Gesicht und so Pflege und Waschen und Pipapo und 5 Gesichtscreme und 7-mal Waschen am Morgen und feuchtigkeitsspendende Serum da und dann noch das und dann noch das. Also ich glaube, die haben am Morgen eine halbe Stunde allein für das Gesicht zu waschen. Ja, ich glaube, so Zeug habe ich auch schon mitbekommen. Aber Und vor allem, dass sie machen fast alle machen die Augenoperationen, weißt du, mit ja, mit Augenlider, genau. Mhm. Genau. Ja, aber ja, anderes Thema. Also wirklich ein interessantes Thema. Das Thema für sich finde ich es auch sehr interessant, muss ich zugeben. Vor allem, wo auch immer wie mehr von diesen Beauty-Produkten natürlich jetzt über auf Europa schwappen und auf Amerika. Und wir werden es vielleicht an Zürich Popcorn sehen. Weil Zürich Popcorn ist ja jetzt nicht mehr die Zürich Game Show, sondern eben Zürich Popcorn, also mehr Richtung Popkultur. Und dort wird es sicher auch Beauty und so Zeugs jetzt haben. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein riesen Markt. Schon, gell? Ja, ich glaube es, ja. Mhm. Aber ja, wir haben noch einen Fail der Woche. Ja, was ist der Fail der Woche? Steffi, ich muss eigentlich von Stella erzählen, wo du liebst es. Eigentlich liebst du es nicht. Eigentlich tut es dir mega leid, oder? Wenn wir ehrlich sind. Eigentlich tut es mir auch leid, ja. Und es geht mal wieder um Babylons Fall. Oder eben, vielleicht sollte man sagen, Babylons Fail von Square Enix. Wir haben schon mal darüber geredet. Das Game ist, ich glaube, im Frühling oder so released. Und es hat kein Sau gewusst, dass es das gibt. Erstens hat es kein Sau gewusst. Ja, weil weder Square Enix noch der Entwickler, also Square Enix ist ja nur der Publisher, noch der Entwickler, der nicht weiss, wie er heisst. gewusst, dass es released wird? Nein. Haben Werbung für das Spiel gemacht. Es hat auch sehr einen speziellen Grafikstil. Es sieht auch so ein bisschen aus wie mit Wasserfarbe gezeichnet irgendwie.
Und ja, es war ja sehr traurig, als wir letztes Mal darüber berichtet haben. Es war ja auch schon Fail der Woche, beziehungsweise eben Babylons Fail. Und dann haben wir nicht mehr wahnsinnig viele Spieler gehabt, die das noch gespielt haben. Habt euch fest, Leute, es ist noch weiter gesunken. Und zwar hat es einen neuen Negativrekord gegeben. Am 18. Juni, am 5 Uhr am Nachmittag, hat keine einzige Person Babylons Fail, also voll gespielt. Keine einzige Person. Keine einzige Person hat sich in dieser Welt von diesem Game befunden. Ist natürlich für einen Game-Entwickler ein Desaster. Oh ja. Gott. Jetzt ist es wieder wenigstens so back to 10 Spieler pro Tag oder so. Also 10 gleichzeitige Spieler hat es im Moment so im Schnitt. Ja, immerhin, aber auch 10 ist also wirklich sehr, sehr traurig. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich es aufgrund von dem vielleicht gleich mal ausprobieren sollte. Dann habe ich mir aber das Review angeschaut und musste sagen, nope, definitiv nicht. Weil anscheinend ist wirklich auch das Gameplay extrem langweilig. Darum lasse ich es sein. Aber anscheinend ist eine Season 2 in den Startlöchern mit mehr Inhalt und spannendem Zeugs und so. Ich traue dieser ganzen Sache noch nicht so. Das sehe ich erst, also das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und bis dann schauen wir mal zu, ja, wie viele durchschnittliche Spieler sich in diesem Game befinden. Vielleicht kracht es mal wieder auf 0. Es würde mich nicht wundern, wenn es mal in die Minuszahlen würde gehen. So. Einfach also so, weil es einfach peinlich ist. Es ist eigentlich schon fast ein Meme. Also es ist schon fast definitiv am Ort. Definitiv sind wir schon fast am Ort, wo die Leute eben wirklich nur gamen, weil sie wissen, es gamet niemand, oder? Da haben wir wieder den Rückschluss. Ich habe einfach das Gefühl, ja. Die Leute gehen spielen, weil es interessiert, was das für ein failiges Game kann sein. Wobei man auch muss sagen, ich glaube, es kostet 70 Stutz, falls du es kaufen willst. Oh wow. Ja, eben, also es ist wirklich, es ist ein riesiges Game. Und auch nicht eben so vollpreisig und es ist nicht einfach so ein kleines Indie-Game, also das darf man nicht unterschätzen. Ah ja, so viel zu unserem Fail der Woche, Babylons Fall, beziehungsweise Babylons Fail. Ja, auf jeden Fall That Story und hey, Babylons Fall, wir wünschen euch gleich das Beste, weil irgendjemand hat sich sicher mega Mühe gegeben, das Game zu programmieren. Ja. Es ist nur einfach... Irgendwo hockt ein missverstandene Seele jetzt auf dem Stuhl und checkt nicht, warum das niemand dieses Spiel Wahrscheinlich, ja. Aber ja, wir haben mal sehr ausführlich über das Game berichtet. Geht doch nachhören, falls es euch interessiert. Ich bin jetzt schon am schauen, in welcher Episode das eigentlich war. Wir haben schon mal darüber geredet. Ja, sehr ausführlich sogar. Ich hätte jetzt gesagt 16 oder 15. 16 oder 15? Tatsächlich war es Episode 7. God damn, was? Mhm. Am 8. März. Ja, Episode 7. Also ja, wir haben näher nochmal davon geredet. Einfach so ein kleines Update, ja klar. Aber es ist tatsächlich Episode 7 wo wir darüber geredet haben. Vom 8. März. Also ja, falls ihr mehr erfahren wollt, geht nachschauen auf Spotify. Oder ja, auf einer anderen Podcast-Plattform, wo ihr unterwegs seid. Genau. Geht reinhören. Mittlerweile wirklich, ich sage es noch einmal schnell, das hier ist Folge 20, meine Damen und Herren. Jubiläumsfolge 20. Ich erwarte morgen ein Donut auf meinem Arbeitsplatz. Ja, Steffi erwartet einen Donut und ich erwarte, dass ihr diesen Podcast mit euren Kollegen und Kolleginnen, Mamis, Grossis, Eltern und Haustier teilt. Schaut, dass die Leute folgen. Wir müssen das Zeug pushen, weil es wird immer wie besser und es macht auch uns immer wie mehr Spass, hier darüber dürfen zu berichten, über die Games auf diesem Kanal. Merci brach.ch und danke euch, dass ihr zuschaut. Wir sind noch nicht am Ende. Nein, es kommt noch laut. Hast du schon laut?
Ich hatte die auf Loot, ja. Was meinst du? Loot. Buffgrid Loot, wir sind jetzt bei Loot angekommen. Also bei unserem, wir haben uns schöne Sachen gekauft, Abschnitt von diesem Podcast. Ich habe mir etwas gekauft, tatsächlich. Nichts Neues, muss ich zugeben. Also im Gegenteil, es gibt schon ein Weile, das Game. Immortals Phoenix Rising. Ich habe mir das damals bei Epic Games gekauft. Muss aber wirklich zugeben, dass es ein Game ist, das ich eigentlich hure Bock hätte, um einfach ab und zu mal auf dem Sofa zu chillen und auf meinem Fernseher zu zocken. Und nicht am PC. Und darum habe ich mir das Game jetzt nochmal gekauft für die Nintendo Switch. Es ist im Moment reduziert. Darum habe ich mir das nochmal gegönnt. Und das wäre jetzt schon das dritte Spiel, das ich doppelt besitze. Because why not? Und ja. Aber dann hat es Spass gemacht, das Game. Ja, grundsätzlich schon. Einfach am PC sitzen, ja, habe ich aber nicht ganz so Bock, muss ich zugeben. Wenn du den ganzen Tag schon am Pult hockst, also am Arbeitsplatz daheim, dann zum Streamen nochmal dann willst du doch irgendwann mal einfach auf dem Sofa chillen. Aber nein, es macht tatsächlich sehr Spass. Es erinnert sehr an Breath of the Wild. Du spielst aber so, also es ist aber so eine griechische Mythologie und so, finde ich sehr spannend, weißt, mit den Göttern und so. Hat so ein bisschen Rätsel, so ein bisschen, es ist Open World, ein bisschen umschauen, ein bisschen das Zeugs finden und es hat immer wieder so ein bisschen Überraschungsmomente drin. Du begegnest immer wieder Figuren, wo du denkst, boah, was krass und so. Ich bin noch nicht wahnsinnig weit, aber ich freue mich enorm drauf. Aber vor allem die mystischen Figuren finde ich sehr interessant. Ja, also die griechische Mystik finde ich ein interessantes Thema. Und ich freue mich auch jetzt, dass ich endlich mal auf dem Sofa chillen kann und, ja, und kann das Game zocken. Ich frage mich, das weiss ich natürlich noch nicht, ob es so etwas wie ein Cloud-Speicher-Dings hat. Bei Hades zum Beispiel gibt es das. Du kannst die Gamestand in die Cloud aufladen und dann, egal ob du am Switch oder am PC spielst, kannst du bei deinem aktuellen Spielstand weiterspielen. Ob das Immortals Phoenix Rising auch hat, weiss ich nicht. Das muss ich noch herausfinden. Wäre natürlich geil, wo der hätte, also der könnte die ersten paar Stunden skippen, die habe ich ja schon. Andererseits muss ich sagen, macht es mir glaube ich so überhaupt nichts aus, einfach nochmal von vorne anzufangen. Was ist wirklich witzig. Ja, also wär für mich by the way auch ein Game gewesen, das ich auf jeden Fall hätte gespielt. Jetzt ist es mega krass. Jetzt sehen wir gerade im Trailer blitzen und bei mir hat es auch direkt blitzt. Ernsthaft? Das Gewitter ist angekommen in Bern. Och nö. Steffi, ich muss dann noch hin. Ich hoffe einfach, ich werde hier nicht verregnet. Hier ist es nämlich bewölkt, aber es regnet noch nicht. Nein, es kommt sicher später dort. Ja. Ja, so viel zu meinem Loot. Ich bin tatsächlich im Moment ein bisschen im Sparmodus. Von dem her gebe ich nicht wahnsinnig viel Geld aus. Auch nicht für Zeug, die ich nicht unbedingt brauche. Ja, von dem her gibt es für mich im Moment halt wirklich nicht wahnsinnig viel Spannendes zu sagen. Ich habe auch noch nicht in Summer Sale reingeschaut bei Steam. Würde ich auch nicht. Ich habe genug Games. Ich kaufe mir keine Games mehr. Finde ich gut, Steffi. Sehr gut. Weil ja. Du hast wirklich stolz auf mich. Es ist hart. Glaub mir, es ist hart. Ja. Ich glaube dir sehr fest, dass das auf jeden Fall extrem hart ist, weil ich habe genau das gleiche Problem. Hast du dir etwas gekauft? Ich habe mir nichts gekauft. Ich habe mir ein paar Sachen auf meine Wunschliste da. Die kann ich euch auch noch gerade schnell sagen. Und zwar bin ich ein bisschen durchgegangen, was im Moment so ansteht, was rauskommt. Und ich habe mir unter anderem habe ich mir meine Wunschliste ist richtig lang, wow. Wow, die ist richtig lang, okay. Wie viele Games hast du drauf? Es nimmt mich jetzt Wunder. Nein, viel zu viel. Ich bin noch immer wie viel hast du? Ja, aber wie viel hast du? Wie viel kann man, du kannst oben rechts schauen. Ihre Reihe. 86. Ja gut, ja 120 von dem her. Also, wobei, nein, ich habe letztens ein paar gelöscht, jetzt habe ich vielleicht noch 115. Aber ja, es ist ja auch nicht wenig. Das ist so. Also ich habe mir unter anderem Stormgate, Chaosgate, Neon White, Midnight Fight Express habe ich mir drauf da.
Gord interessiert mich, Thymesia, die kommen alle erst raus. Mhm. Nachher habe ich mir Hired Gun drauf da, auch von Warhammer. Ich habe mir Infinity Wars drauf da. Ja, es hat wirklich mega viel, was mich interessieren. Aber ich sage euch, wie es ist. Wenn ihr genug Zeit habt zum Gamen, macht es unbedingt und probiert viel aus. Ich hätte so viel Zeit dafür, aber ich habe erstens einen sehr anspruchsvoll coolen Job bei brach.ch und zweitens haben wir noch andere Projekte, ich und Steffi, wo wir die ganze Zeit dran sind. Dass wir dazu kommen, alles zu geben, was wir uns vornehmen, ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Keine Chance. Keine Chance. Viel zu viel. Genau. Und irgendwann musst du es akzeptieren. Du musst es akzeptieren. Dann ist vielleicht auch der Moment, wo kommt, um zu sagen, hey, ich bestelle keine neuen Games mehr, kaufe keine neuen Games mehr, bis ich nicht Da bin ich mal... jetzt. Aber ja. Yep. Aber ja, wir sind noch im Sparmodus. Mal schauen, ob wir uns nächste Woche wieder etwas Neues gegönnt haben. Für diese Woche ist einmal jetzt sicher mal durch. Der Zug ist abgefahren, hätte ich fast gesagt. Also, Der Choo-Choo Charles ist durch. ja, Choo Charles ist vorbei. Nein, was ich wollte sagen, das wäre es für heute, meine Liebe. Yes. Genau. Also beziehungsweise am Mittwoch ist der Troy mit Jurassic World Evolution 2 am Start, am 3 Uhr am Nachmittag. Am Donnerstag, am 11 Uhr gibt es wieder Klemmbausteine. Und ich bin neuerdings am Freitag ab der 2 auf Twitch unterwegs, auf brach.ch, also auf meinem Kanal. Und ja, lasst uns doch eine positive Bewertung da, das würde uns mega helfen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen und einen schönen Hinten. Und bleibt gesund und werdet nicht verregnet. Und ja, holt euch keinen Sonnenstich. Und jetzt das Wetter im Moment ist... Wobei die Woche ist auch richtig wüst. Ja, und vor allem... kommt niemand raus. Vorher hat kurz die Sonne verschienen. Ja, gell, manchmal ist es wirklich irritierend. Als ich heute Morgen aus dem Haus bin, habe ich mir überlegt, ob ich nochmal zurück soll, um meine Sonnenbrille zu holen, weil die Sonne geschonnen hat. Ah, schau jetzt. Ja. Nein, es ist aber in dem Fall wirklich so ein Sommergewitter. So ein richtiges Sommergewitter. Das eine Woche lang anhebt. Genau. Übrigens sind in der Zwischenzeit noch neue Leute dazugekommen, heute zusammen, falls ihr noch da seid. Heute Stone Drips. Er freut sich auf das Mini-Röckchen von der Juliette Storling. Ja, ich glaube, er hat mir dann geschrieben, ja. wo ich gesagt habe, ich habe noch Mini-Röckchen im Schrank. Aha, das war auf dein Mini-Röckchen bezogen. Alles klar. Der Martin hat gefunden, wir bitte nichts gegen die Outfits. Nein, wir haben nichts gegen die Outfits, die sind alle tipptopp. Der Floro ist noch da, Guseli. Einfach dumm, wenn du erst nächste Woche wieder im Office bist, dann ist der Donut nicht mehr gut. Da hat er natürlich absolut recht, aber mein Arbeitsplatz morgen ist natürlich bei mir daheim im Homeoffice. Darum erwarte ich natürlich, dass der Donut bei mir im Homeoffice liegt und nicht hier im Büro. Weil mein Arbeitsplatz ist nicht unbedingt nur auf das Büro beschränkt, sondern mein Arbeitsplatz ist auch bei mir daheim. Genau. Also, bevor wir jetzt hier Steffis Privatadresse leaken. Oh, please no. wir davon ausgehen, dass der Essex weiss, wo du wohnst. Er weiss es nicht. Er weiss es nicht, okay. Und sonst ist er ein Stalker. Nein. Du Stalker. Access, du bist ein Stalker. Nein, ich hatte mal einen, der vor meiner Haustür gestanden ist. Not funny, ich sag dir's. Ja. Aber das Thema, das schneiden wir nicht an. Alle, die ein bisschen über Stalking und so wollen, eigentlich macht man auch keine Witze über das Thema. Also jemanden einen Stalker nennen, ist eine der schlimmsten Beleidigungen, meiner Meinung nach, die man eigentlich machen kann. Wo es ist sehr, sehr psycho. Also es ist wirklich, es geht einem unter Hautknochen, wenn man gestalkt wird. Das ist echt nicht schön. Ich wünsche es wirklich niemandem. Darum, Leute, don't stalk. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Nur online, Instagram-Profil und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es jetzt noch lustig.
Also, wenn es mir würde passieren. Ich würde sagen, jemanden zu stalken oder selber gestalkt zu werden. Selber gestalkt Wieso fändest du es so lustig? Du würdest echt zu dem hergehen, wenn du ihn würdest sehen und würdest ihn verschlagen. Nein, halt. Nein, du würdest natürlich würdest du ganz nett darauf hinweisen, dass es nicht so in Ordnung ist und du das eigentlich nicht so cool findest. Nein, Nein. er hat natürlich recht. Ich zeichne ein komplett falsches Bild von Nico. Es tut mir leid. Der Nico ist nicht Hau drauf, alles andere. Nico ist einer, der Probleme anspricht und wenn er etwas nicht cool findet, dann geht er zu dieser Person her und spricht das an. Genau. Ja, genau. So Merci vielmals. Sehr gerne. Nein, also ich will natürlich nicht, dass Leute ein falsches Bild von dir haben, weil ich glaube, wenn du so wärst, dann wärst du jetzt auch nicht da, von dem her, ja. Ja, und vor allem, es ist einfach nicht eine Lösung. Merkt nicht das, Gewalt ist nicht eine Lösung. Probiert immer Sachen diplomatisch zu lösen. Es macht nämlich viel mehr Sinn. Genau. Reden, meine Damen und Herren. Reden. Kommunikation. Und manchmal merkt man dann, auch, dass alles eigentlich ein Missverständnis war und die Sachen ganz anders sind, als man gedacht hat. Weil man kann zwar schon Menschenkenntnis etc. trainieren und sich ein bisschen antrainieren, Menschen zu verstehen, aber im Endeffekt weiss man gleich nie alles. Das ist so. Man weiss nie alles. Und darum denkt daran, probiert die Sachen gewaltlos zu lösen. Es ist viel gescheiter. Und es macht viel mehr Sinn. Und weise Worte zum Schluss. Das, was Steffi gesagt hat, muss man ihr auch ein bisschen nachsehen, weil ich meine, sie ist mit mir auch schon ins Thai-Box-Training ja. und weiss, dass es sicher Momente gibt, wo ich auch wie soll ich sagen, zulängen. Nicht wenig und sanft, das ist definitiv so, ja. Und ist aber normal, wenn man Sparring macht. He? Ja. Also für jeden normal. Genau. Wenigstens bist du so rücksichtsvoll und schlägst nicht ins Gesicht. Ja, klar, Steffi. Das ist dein Kapital. Weißt du nicht mehr? Ja, einfach. Ich würde so viel kaputt machen. Ja. Nein, komm, es klingt so falsch. Ja. So falsch. Wir müssen jetzt aufhören. Aber jetzt hast du vorher so etwas Schönes gesagt, von wegen Gewalt ist keine Lösung. Also ich dachte, das war der perfekte Abschluss gewesen. Ja, ich weiss. Aber ja, nein, Leute, Gewalt ist keine Lösung. Geht auf die Leute zu und sprechen sie an, wenn euch etwas nicht passt. Ausrasten ist auch keine Lösung. Das stimmt. Ja. Darum, geht heim, hört unseren Podcast, chillt auf dem Bett, habt Spass mit euren Games, whatever. Und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder, beziehungsweise hier auf dem Twitch-Channel sind wir am Mittwoch wieder für euch am Start. Am 3 mit dem Troy, am Donnerstag, am 11 mit dem Cyril und seinen Klemmbausteinchen und am Freitag, am 2 mit mir. Voilà. Voilà. Jetzt hast du ja auch noch Huren zusammenreissen, Nico, dass du nicht verreckst vor Lachen. Das war sehr schwierig. Ja, mir ist sehr schwierig. Weil du den Satz einfach auch sehr unglücklich formuliert hast. Das war eigentlich alles sehr bewusst. Okay. Sehr gut. Also, sehr gut. Leute, habt einen schönen Nachmittag, schönen Abend, genießt euch für Abend und dann sehen und hören wir uns. Bye bye! Bye bye! Wo ist End? Da ist End.